Wir sind zurück im Untergrund, hier bei der Legende der Sonau. Bei Legend of Zelda Tears Kingdom, wie könnte es anders sein? Und ja, wir haben nochmal Hallo? Oh, ein Truhe da drüben. Oh. Ja, das sieht mir auch nach Sonanium-Mine aus. Okay, cool. Eigentlich wollte ich gerade sagen, wir sind ja hier im Untergrund, nachdem wir das mit Minero gemacht haben, also quasi Quest in 5 Weisen abgeschlossen haben, dass ich jetzt hier noch Schätze suchen wollte, irgendwie die Untergrund-Map hier zumindest noch komplett aufdecken will, wobei noch haben wir eh schon alles, also von dem her. Das heißt, hier noch alles aufdecken, Schätze holen, wenn wir alles gemacht haben hier, haben wir die Position der restlichen Schreine, das heißt die Schreine machen. Die letzten Schreine werden die mit den Jäger sein, oder der letzte Schrein vermutlich eher, und dann Koga machen, Koga sind unsere Pläne. Und dann müssen wir gucken, was dann das nächste wäre. Ne? Wir machen dann schon quasi eine Special-Folge oder mehrere Folgen zu den Crocs noch. Also ich hoffe, dass ich 1 oder 2 Folgen durchkriege. Das Ding, ja, das machen wir auch später noch. Es gibt doch hier oben aber auch sowas irgendwie. Mal gesehen, hier. Ja, irgendwie auch ein Donnerdrache drin ist. Da frage ich mich natürlich, wenn hier unten ja so ein krasser Schatz ist, der von krassen Gegnern bewacht wird, ob hier oben auch noch irgendwas drin ist, müssen wir auch gucken. Also ja, alle Rüstungen und so, also es geht jetzt ins Komplettieren, ne? Definitiv. So, also stehen wir, hier ist ein Schrein. Genau. Also dann. Unglaublich, aber nach all den Jahren fast schon, kann man sagen, endlich ans Komplettieren. Und interessanterweise, währenddem wir hier am Zocken sind oder noch am Entdecken sind, ist ja inzwischen zumindest in Japan ja auch die neue, ich sage jetzt mal, Masterwork Edition zum Spiel raus. Also zu diesem Spiel hier. Und es gibt da interessante Tatsachen, die enthüllt wurden. Unter anderem, was ist oh, okay, nicht mehr gerechnet. Wir müssen mal irgendwie all diese Truhen suchen, wo große Sonarkristalle drin sind. Oder beziehungsweise generell Sonarkristalle. Ja, da ging es irgendwie darum, wir wissen ja hier aus der Geschichte, dass die Sonau ja eigentlich die Mysteriensteine mitgebracht haben. Also stiegen vom Himmel herab mit den Mysteriensteinen. Aber wisst ihr, dass die Sonau die Mysteriensteine von den Göttinnen haben? Lustigerweise. Ich meine, klar, wir haben sich irgendwie denken können, aber trotzdem. Dass man so noch schwarz auf weiß zu haben. Ist schon interessant, ne? Übrigens habe ich eine neue Waffe. Den haben wir vorhin aufs aus Versehen gerade aufgenommen, da hat man kaum. Kannst mal zeigen. Ein Felsbrockenbohrer. Ja, wohl dieselben Göttinnen, also nehmen wir an, es sind die 3 goldenen Göttinnen gemeint, weil so viele haben wir gar nicht mehr. Im Sinne von, die auch das Triforce erschaffen haben, ne? Und das Triforce ist irgendwie auch so eine Sache. Gerade wenn man Vergleich mit noch Echoes of Wisdom, der, ich sage jetzt mal, 2D oder 2.5D Ableger, wo man ja eigentlich Zelda spielt und nicht mehr Link. Da kommt das Triforce ja auch vor, obwohl, da muss man wirklich so sagen, obwohl es im Spiel selber ja als nur als große Macht bezeichnet wird, nicht mehr als Triforce. Wenn man aber davon ausgeht, ich meine, wir haben schon einige Spiele gehabt mit dem Triforce und auch einige Spiele, wo das Triforce erwähnt wurde, namentlich, andere, wo es nicht mehr erwähnt wurde, wie zum Beispiel Twilight Princess, da sprach man auch nie vom Triforce, ne? Es war immer von der großen Kraft, eine große Kraft, die Rede. Wenn man sich mal überlegt, ich meine, das Triforce, gerade auch so zwischen der Ära von Göttin Hylia, also sprich da von Skyward Sword her, bis mit Ocarina of Time, war immer wieder so ein bisschen, ja, auch ein Grund für die Menschen, Krieg zu führen um das Triforce. Und wer weiß, ne, also je nachdem dann, wie die Timeline am Schluss ist, mit Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, ob das wirklich eine Art Vorgeschichte ist. Also sprich vielleicht sogar, dass man sagen könnte, hey, die Vergangenheit von Tears of the Kingdom spielt tatsächlich nach Skyward Sword, aber vor Ocarina of Time. Nur als Beispiel. Trotzdem das Triforce so selber nie erwähnt, ne? Vielleicht eben auch ein Versuch zu sagen, Triforce, ja, schon noch gut, aber das Teil bringt nur Unglück, also stellen wir es einfach aus der Geschichte raus.
Oder was natürlich eher der Fall sein wird, das war halt ähnlich wie bei A Link Between Worlds, weil das Triforce dort ja auch für den Untergang von Lorule, wie das Reich dort hieß, verantwortlich, weil die Menschen gedacht haben, das Triforce ist kacke, alle führen ständig Krieg da oben, kommen wir zerstören es und dann wurde das Reich zerstört. Dass vielleicht hier Ähnliches passiert ist, ne? Und dann kam die Göttin und hat gesagt, okay, das Triforce war eine Kackidee, wir bauen irgendwie was anderes ein, ja komm, Mysteriensteine, nicht mehr 3 Stück, sondern mehrere. Und ja, die können nicht mehr kombiniert werden für eine ultimative Macht, aber jeder für sich alleine kann halt, ja, die Kräfte des Trägers optimieren, maximieren. Aber natürlich die Frage ist, warum wurde Ganondorf mit einem Mysterienstein zum Dämonenkönig, der wirklich aussah wie der Todbringer. Aber mit dem Triforce sind das nie gelungen. Da wurde nur so ein seltsamer ja, Eber. Aber eben, die Geschichte, wo das vorkam, ne? Ich sag gerade mal A Link to the Past, da ist schon so ewig verdammt her. Also weißt du, damals zu sagen, ja, wir nehmen das als Vorbild quasi. Wir beruhen uns darauf. Ich meine, damals hat doch niemand daran gedacht, dass die Legend of Zelda-Reihe so lange andauern wird, so komplex auch wird. Ich meine, A Link to the Past war das 3. Spiel der Reihe, Ocarina of Time das 5. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Und was sagen wir sonst so? Also, beziehungsweise die aktuellen Spiele, glaube ich, sind schon bei 30 angelangt insgesamt, oder? 25 bestimmt. Jetzt Skyward Sword sogar Nummer 26 oder sowas in der Art. Ich meine, das alleine ist schon krass, ne? Da jetzt schon mal reingehen? Ja, glaub schon, ne? Fuck. Ich hab super weit geparkt und deswegen keine Zeit mehr gehabt für den da. Naja, was soll's. Nee. Die Gendolo kommt noch nicht zum Einsatz, den machen wir schon mal. Gegen Leul, schätze ich jetzt mal, aber noch nicht jetzt. Wenn gerade die ganze Geschichte da mit Ganondorf oder auch Ganon, ne? Du für Probleme? Passt nicht, ne? So über deinen Herrede. Zack, voll daneben. Ich meine, Ganon in Breath of the Wild, ne? Eine richtige Wildschweinform, wie man sie auch kennt. Moment kurz. Hä? Naja, gleich mal nach. Irgendeine richtige Wildschweinform halt, ne? Ah, da ist sie hingeflogen. Krass, der hat überlebt. Richtige Wildschweinform, hier davon ist irgendwie nichts mehr zu sehen, ne? Ganondorf selber wurde auf zum Dämonenkönig. Scheint von dem natürlich auch mächtiger zu sein als Ganon selber. Wobei, das wäre ein interessanter Vergleich, ne? Die Verheerung Ganon gegen Ganondorf als Dämonenkönig. Mir fehlt aber in-game irgendwie trotzdem immer noch der konkrete Hinweis. Aua! Hinweis oder Vergleich quasi, dass mal jemand vom Spiel selber sagt, ja, du sind dasselbe. Oder, wobei es selber wird es vermutlich nicht sein. Oder zu sagen, hey, aus der ganzen Macht und so von Ganondorf und dem Hass und so entstand die Verheerung Ganon, ne, als wildes, zügelloses Biest. Wie damals sagen, auch beim Todbringer und bei, Hi. Wieder schon wieder. Die Monsterform vom Todbringer. Der Verwandte, dankeschön. Der hat war im Prinzip ja auch die, ja, wenn man so will, die Energieform oder so vom Todbringer halt ohne Verstand. Steinbilder, Unterschiede.
Bandmitglieder erzählen, dass in ihren Stimmen zu hören sein. Noch schlimmer. Unschuldige Jäger, die sich den Staaten nähern, sollen ganz wirklich ihrer Seele beraubt worden sein. Ruhm Koga. Naja. Aua! Junge! Wie unhöflich. Ja, aber das nur mal so als kleine Denkstützen. Beziehungsweise als kleine Hinweise, die ich mal so gemacht habe. Ich meine, ich habe eh mal die Gedanken gehabt von wegen Skyward Sword, ne? Eigentlich haben wir ja da zwei Zeitlinien. Einen, den wir in Todbringer in der Vergangenheit besiegen, einen, den wir den Verbanden in der Gegenwart besiegt haben. Ich meine, eigentlich können die nicht beide derselben Timeline gehören, das geht ja nicht. Eigentlich. Sag mal, wir gingen jetzt da vorhin über das Tor auf. Hä, wo ist die scheiß Tür? Ja, hier ist. Hey, hier weiter. Ah, dort. Junge. Wie blind kann man eigentlich sein? Ich meine es einfach mal, um es vielleicht auch ein bisschen. Klingt vielleicht ein bisschen plump und so. Aber rein theoretisch, was wäre, wenn die eine uns bekannte Timeline mit Ocarina of Time und so diejenige wäre, in der wir damals bei Skyward Sword in der Gegenwart den Verband mit dem Triforce platt gemacht haben. Und Tears of the Kingdom, Breath of the Wild und so spielt eigentlich in der Timeline, in der der Giga-Bauplan erschien. Nein. In der Timeline, in dem wir den Todbringer in der Vergangenheit besiegt haben. Denn in beiden Timelines gäbe es theoretisch das Master Schwert, man das Teil kann ja sowieso durch Zeitreisen und so, also ist dann nicht so wild, wenn man sagt, das Teil wäre omnipotent bezüglich Zeitreisen und so. Der Senkrechtstarter. Okay. Also wäre zumindest so eine Idee, die ich mal hatte. Okay, das bringt nichts. Das würde vielleicht auch erklären, wieso hier in dieser Timeline das Triforce zwar irgendwie auf eine Art und Weise bekannt ist, wegen dem Wappen und so weiter und so fort, der Königsfamilie, und die Sohn haben zum Teil auch irgendwie auf ihren Trikot und so oder Gewändern, aber ansonsten kennt es ja keiner, weil, seien wir ehrlich, wir haben das Teil ja in der Vergangenheit Form von Skyward Sword nie gefunden. Wie auch, gab gar keinen Grund. Todbringer tot, okay, gut, Geschichte erledigt. Das ist natürlich auch die Teilnehmer, wo du sagen könntest, ja, Todbringer hat uns ja verflucht und so, und es ist ja wieder Todbringer, der dann irgendwie gesagt hat, ja, wer wird immer wieder kommen, und so kam es halt zu Ganondorf. Und die andere Timeline, ich meine, dort ist Verbannte ja quasi, wenn man so will, zerquetscht worden. Vielleicht hat das auch eine Art Fluch, aber halt von seiner Monsterform, und deswegen sieht Ganondorfs Monsterform dort halt wirklich auch ein Monster aus, ne? Als Eber. Aber natürlich auch hier gibt es dann diverse Logikfehler, logischerweise. Ich meine, der Größen wir haben, bietet Breath of the Wild selber. Weil dort wieder in der Story selber eine Cutscene so berichtet, in dieser einen Zeremonie, wo es darum ging, dass wir quasi durch die, wie ein anderer Held unserer Vergangenheit. Wo ist mein Ding hin? Ah, da. Durch die Lüfte segeln, in die Schatten eintauchen und die Zeit wandeln. Und natürlich auch bei den Zoras gab es dort auch noch so. Was war denn das? Die hatten hier bei Tears of the Kingdom ja auch. Wo aber Prinz Sidon damals noch so Steintafeln hat was geschrieben hat, ne? Fast schon ein bisschen wie die 10 Gebote. Und die gab es bei Breath of the Wild ja auch. Nur war es dort halt nicht Sidon oder Mipha, nee, es waren die Schriften von Ruto, Prinzessin Ruto. Zu Ocarina of Time, weil es wurde auch dort Bezug auf Gandalf und so genommen. Auf das, was damals passiert ist. Natürlich nicht Wortwort auf Ganondorf, ne? Und halt, ja, ein böser Mann, der aus der Wüste kam und so. Der jenseits der Wüste kam.
Aber andererseits, das hatte ich auch mal erwähnt, mit den ganzen Zeitreisen und so, ich meine, angenommen, du veränderst etwas in der Vergangenheit, wie bei Skyward Sword. Also nicht unbedingt zwangsläufig, dass ein Volk in einer anderen Teilung nicht mehr existieren kann. Oder gar nicht existiert hat. Wie zum Beispiel das Volk der Twilight. Und das ja auch bei Twilight Princess ging. Was ist denn mit dem Volk zum Beispiel? Und zwar in The Wind Waker. Natürlich, es tritt nie auf und so, es wird immer noch im Schattenreich sein, aber die Ereignisse vom Schattenreich fanden noch vor Ocarina of Time statt. Also wo das Volk der Twilight da versiegelt wurde. Das war jetzt nächste Woche so krass. Und deswegen bin ich der Meinung, Moment mal. Sind hier noch ein paar Jäger oder tauscht es gerade hier? Sieht so aus, wären noch ein paar Jäger. Bin schon richtig, da hatte gerade irgendwie, oder war, nee, waren die noch nie. Da taucht noch ein paar auf, aber Cora dürfen nicht auftauchen. Naja, auf alle Fälle eben das Volk der Twilight, das müssen Wind Waker noch leben oder existieren. Obwohl darauf nie Bezug genommen wird, logischerweise. Ich will Jägeroffizier werden. Jägeroffizier zu werden ist mein Traum. Ja, meiner nicht. Zulassungsprüfung. Wir waren noch rasch die Prüfungsstelle. Ach, genau, hinter einem Wasserfall im Gerudo-Tal versteckt. Waren wir schon. Oben Koga, ja, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon. Oh, und deswegen, ja, eben so ein Gedankenspiel, wo du dir sagst, okay, wenn das so ist, dann rein da ist ein Jäger. Rein theoretisch könnte es dann doch sein, dass wir in Timeline A trotzdem Volk aus der ersten Timeline B kennenlernen, aus dem und dem Grund. Naja, eben, da kann man sich ja zu Tode theorisieren. Ah. Ja. Portal zu erstellen. Ich bin einfach auf dem Schlauch. Ah, ich habe selber eine Entscheidung. Ja, weil, jetzt wegen hoch und kalt hier, ne? Wenn du kalt hast, du kannst immer wieder was Neues anziehen. Theoretisch, ne? Du kannst dich da voll zupacken und so. Aber wenn du heiß hast, irgendwann kannst du nichts mehr abziehen. Ist vorbei. Ah. Klar, du kannst ja frieren und so, logischerweise. Aber, sieht gar nicht mal schlecht aus. Gibt ein cooles Thumbnail ab. Ah. Mir gefehlt hat. Und eine Hilfe hätte ich sie nie im Leben bauen können. Die Fall, die unserem Erzfeind den Helden erledigt. Mal wiedersehen. Ja, tschüss, ne? Ein netter Versuch, ne? Hey! Jo, hier bin ich. Er wurde halt auf mich eingestellt, ne? Deswegen greift das auch nur meine Feinde an, nicht mehr mich. Hey! So, nächstes zum Aktivieren hier. Eins konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Fall den Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Na nu, detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast, dann bekommst du mir ein neues Exemplar. Dankeschön. Wow. Für eine Brücke ein Bauplan. Jetzt habe ich glaube alles gesehen, was es gibt. Lecco mio, ey. Hä? Oh.
Ah, hier. Ach so, du mir darüber. Okay, okay. Also ich sag mal so, ne? Für das, wo wir es jetzt hierfür brauchen, natürlich praktisch. Gar kein Thema. Aber grundsätzlich muss ich trotzdem die Frage stellen. Warum? Genau die Frage muss man sich stellen. Junge, wir brauchen noch mal ein paar. Das ging gerade so nicht. Gut, jetzt war gehofft, dass man nochmal die Bauplatten macht. Der miese Schuft. Wer will nicht? Warte mal, aber jetzt da drüben nochmal ein und hier unten? Krass, wie nah hier die Dinger sind. Aber ja, ich würde sagen, bezüglich Timeline und so, entweder mal dann mal wieder ein separates Video oder. Aber sicher warten wir erst mal noch ab, was das Masterworks noch so zutage bringt. Und ich glaube generell, ja, jeder kann sich da Gedanken machen, wenn er die ganzen Informationen hat. Und ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man da auch, gerade jetzt, was so komplex geworden ist, die ganze Timeline und mit den ganzen Spielen, dass man da auch ein bisschen flexibel sein kann. Oder vielleicht sogar sagen kann, hey, es könnte so gewesen sein, aber es könnte auch so gewesen sein. Ja, ist nichts mehr, ne? Doof. Ah, plötzlich hast du wieder was. Ja, aber es wird schwierig, hier was Neues zu holen gerade. Genau, ich habe da 13 und 62. Ich bin eher gar nicht auf der Suche nach der Batterie, um die Batterie zu erweitern, weil wir eigentlich ganz gut bedient sind. Deswegen hat er jetzt mal gesagt, warten mal noch. Ach komm schon. Verteidigung notwendig. Bö, bö, bö. Ja, hier können wir wieder gut gebrauchen, ne, die Platten. Das ist ja einfach so, einfach die wieder runterfallen und tschüss. Jetzt auch ein bisschen creepy. Aber hey. Was soll's, ne? Ah, das ist schon wieder einer. Ja, bei 300, ne, gibt es eine neue Batterie wieder. Da kriegst du nicht mehr für 100 Kristalle, kriegst du zwar eine einzelne Batterie, aber ich will die ganze Batterie-Stacks eigentlich mehr holen, weil ich finde, das macht mehr Sinn und wir haben nicht schon so viel Batterie. Ach ja, die ganze Batterie nur 100% machen, aber gut, dann ganz ehrlich, wenn wir so weit wären und sonst nichts mehr haben, würde ich tatsächlich sagen, dass er dann eher die großen funktionalen Dinge, die ich noch habe, einfach dupliziere, fertig. Das macht einfach mehr Sinn. So, das Dunkle vertreibt. Sehr gut, sehr gut. Zugeben muss ich recht langsam, aber sicher Bock auf den Fight hier, ne? Und den Schatz da. Da hätte was. Aber wir sind irgendwas hier in Richtung Schatz und dann haben wir hier natürlich noch Wurzeln. Nächste Folge dann denke ich mal holen werden, ob es noch mehr gibt. Who knows? Also Wurzel hätte ich mal noch gezahlt. Ja, es könnte hier oben noch eine haben. Oh. Ja, hier oben hat es definitiv noch eine. Entschuldigung. Ja, also von dem her. Das nachher dann hier zurück, ne? Und dann vermutlich erstmal den hier holen. Ist schon etwas Ähnliches mal gehabt hier oben irgendwo? Ah, hier. Naja. Wieder so lustig.
Ja, einfach wegen der Story, ne? Wir müssen sowieso nochmal mit allen quatschen, dann gehen wir mit Impa vielleicht nochmal. Mit Pur müssen wir sowieso im Zuge der Hauptquest noch quatschen, also vielleicht kommt dann noch ein bisschen mehr zum Zuge. Ansonsten gucken wir mal, was Nintendo als nächstes Spiel ankündigt. Ne? Ich meine, Echoes of Wisdom kam eigentlich relativ flott nach Tears of Kingdom. Was aber, denke ich, auch daran liegt, dass Tears of Kingdom ja ursprünglich gar nicht geplant war, ne, das eigene Spiel. Ursprünglich war es ein DLC und dann haben wir gemerkt, ist viel zu viel Content für DLC. Ne? Irgendwie, ich denke mal, war so geplant, wegen zu sagen, hey, wir haben Untergrund, Himmel, also können es sowas wie Himmel und Hölle sein, ne? DLC-mäßig beide Flächen zuzufügen. Mit Gandalf halt und dann, ja, wenn man Schienen dazu packt, brauchen wir auch mehr Gegner, brauchen neue Tempel. Dann Weise, oh ja, Weise wäre ganz cool und dann mit den Sonar, ja, neue Kultur, cool und dann, ja, da brauchen wir neue Fähigkeiten. Oh, wird jetzt langsam ein bisschen komplex, ne? Und es soll ja eh noch ein Breath of the Wild 2, oder ich glaube, der Arbeitstitel hieß so. Ich mache es nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Nachfolger zu dem hier oder zum Vorgänger sein wird. Aber etwas in einer ähnlichen Art und Weise. Ne? Also ich persönlich würde mir gerne mal so ein Spiel wünschen, wo man sieht, was damals vor über 10.000 Jahren geschehen ist. Als da Titanen und die Wächter zum ersten Mal von Schick entworfen wurden, als wir da einen Helden gesehen haben, der das Marschwerk geführt hat, der aber definitiv kein Hylianer war, sondern irgendwie ein anderes Volk war oder so. Ich meine, so ein Spiel über die Vergangenheit, über vergangene Ereignisse zu erzählen, ist nichts Neues. Das hatten wir damals bei Ocarina of Time ja auch. Denn, ja, dass halt die Weißen dann Ganon ins Reich des Lichtes gesperrt haben. Und das Heilige Reich am Ende von Ocarina of Time, das wurde uns ja eigentlich bei A Link to the Past erzählt. Und das wiederum liegt in der Vergangenheit, ne, zu Ocarina of Time. Also von dem her können da sicher noch ein bisschen was erwarten. Hoffe ich zumindest. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück hier im Untergrund. Bye bye.